Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wo willst du, dass wir dir das Passalamm zum Essen bereiten? Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Passamahl halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Am Abend kam Jesus mit den 12 Jüngern. Beim Essen erklärte Jesus ihnen: Ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Du meinst doch nicht etwa mich? Es ist einer von euch 12, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Der Menschensohn muss zwar sein Leben lassen, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt ist, aber wehe dem, der ihn verrät. Dieser Mensch wäre besser nie geboren worden. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder im Reich Gottes trinken werde. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist und mit uns den Passionsweg von Jesus Schritt für Schritt durchgehst. Wir werden 6 Stationen von Jesus anschauen und alle diese Stationen werden wir nicht nur hören und sehen, was Gott tut, sondern wir werden es gemeinsam auch erleben. Vorher schon haben wir die erste Station gemeinsam gehört. Das war ein Ausschnitt aus 4 Evangelien zusammengestellt, wie Jesus das Abendmahl mit den Jüngern nahm. Aber eigentlich hat Jesus ja das Passamahl gefeiert oder auch Pessach, wie man es nennt. Aber warum hat Jesus das Pessach gefeiert? Einfach aus Tradition? Die Juden feiern dieses Fest seit Jahren, seit sie aus Ägypten befreit wurden. Und darum sind all diese Symbole stehen für einen Teil der Befreiung. Und Jesus nimmt diese Symbole und sagt, es gibt noch eine größere Befreiung als die Befreiung, die er damals in Ägypten aus der Sklaverei erlebt hat, nämlich die Befreiung, die jetzt kommt. Und das ist die größte Geschichte, die Passionsgeschichte. Darum möchten wir mit euch diese Symbole anschauen. Ich hoffe, ihr habt euch schon ein bisschen bereit gemacht, sonst könnt ihr Pause machen und die Dinge noch bereit machen. Wir legen los. Jesus nahm zuerst das Brot. Am Pessach hat man so ungesäuerte Brote genommen. Ungesäuert, weil man nicht die Zeit hatte. So schnell musste man gehen und wurde befreit. Und mit Jesus ist ja dasselbe. So schnell werden wir befreit. Und dann hat der Vater eines dieser Matzebrote genommen, hat es halbiert, so. Und dann hat er die Hälfte dieses gebrochenen Brotes in ein Tuch gelegt und hat es verborgen. Was für ein Bild für Jesus. Darum hat Jesus gesagt, das ist mein Leib, der zerbrochen wurde. Und mein Leib, der in ein Tuch gesteckt wurde. Und mein Leib, der dann eben verborgen wird. Und dann später haben die Kinder dieses Stück Brot haben sie dann gesucht. Und dann haben sie es gefunden, die Kinder, und sie gekommen, hier, wir haben das gefunden, wir haben Jesus gefunden und haben es gebracht. Und dann haben sie gemeinsam eben diesen Moment gehabt, wo sie es gebrochen haben und sie haben gemeinsam das Brot genommen. Und ich lade dich ein, jetzt auch dieses Brot zu nehmen. Das ist ein Bild. Jesus hat seinen Leib gebrochen, er wurde verborgen, aber er ist auferstanden, damit du und ich jetzt Leben haben. Als nächstes hat Jesus den Wein genommen. Eigentlich, wir nehmen ja immer ein Glas Wein. Eigentlich hat es
4 Gläser Wein und dann noch ein wunderschöner Kelch. Das musste der schönste Kelch im ganzen Haus sein. Und diese 4 Gläser Wein haben alle eine super Bedeutung, immer noch eben auch heute für uns. Und ich möchte diese 4 Bedeutungen mit dir heute feiern. Wir nehmen 4 Schlücke aus diesem Wein und zelebrieren, was Jesus für uns getan hat. Der erste Schluck Wein steht dafür, Jesus hat uns erwählt. Nicht wir haben Gott erwählt, sondern Jesus hat uns, dich und mich erwählt. Er wollte sein Leben geben, damit er einen Bund hat. Es ist der Wein des Bundes. Darum danke Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, dein Blut vergossen hast, damit wir einen Bund haben. Der zweite Schluck Wein, den wir heute gemeinsam nehmen, das ist der Wein der Befreiung. Da haben sie das gemacht, sie haben so den Finger hier reingetunkt und dann 10 Tropfen auf eine Serviette getropft für die 10 Plagen. Und Jesus hat gesagt, ich bin der, der dich befreit. Danke Jesus, sind wir durch dein Blut befreit. Jesus hat gesagt, das ist mein Blut, das vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Und das ist der dritte Schluck Wein, den wir gemeinsam nehmen. Jesus erlöst uns von dem Tod. Damals war es ja so, dass der Todesengel an den Häusern vorbeiging, die markiert waren mit dem Blut. So war es in Ägypten. Und jetzt jeder, der von dem Blut von Jesus markiert ist, also jeder, der glaubt an Jesus, dem sind die Sünden vergeben und darum haben wir keine Angst mehr vor dem Tod. Wir werden ewig mit Jesus gemeinsam leben. Danke, Jesus, hast du unsere Sünden vergeben. Und dann, der 4. Schluck steht dafür, eines Tages wird Jesus wiederkommen und wird uns holen und werden eine Ewigkeit mit ihm gemeinsam leben dürfen. Wie wunderschön ist das? Der 4. Schluck. Danke, Jesus, dürfen wir eine Ewigkeit mit dir verbringen. Am Passamal hat man immer auch viel gesungen. Und lasst uns jetzt diesen Jesus anbeten, der seinen Leib zerbrochen ließ für uns und mit seinem Blut einen Bund zur Vergebung der Sünden mit uns schloss. Der Fels der Zeiten. Wer ist wie du, ein Fels der Zeiten, der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben, wer ist dir gleich? Niemand und nichts. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig bist du mein Königsein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein.
Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Und ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Nur du allein. Ich bin überzeugt, dass Jesus das ganze Passamal mit den Jüngern gefeiert haben. Wir lesen das so nicht in der Bibel, aber das war ja die ganze Tradition und die weiteren Symbole, und das wirst du sehen, haben auch eine Bedeutung, die alle auf Jesus hinweisen. Darum möchten wir diese Symbole miteinander erleben. Lasst uns zunächst eine Kerze gemeinsam anzünden. Die Kerze, die hat man angezündet als Symbol, das Licht ist da. Gott ist mitten unter uns. Da gibt es doch eine Bibelstelle, wo jemand gesagt hat, ich bin das Licht. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht. Danke, Jesus, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit leben müssen, sondern dass wir dich haben und du gibst uns das Licht, das zum Leben führt. Danke, Jesus. Das nächste Symbol, sie haben Petersilie genommen und es in Salzwasser reingetunkt. Nun, die Petersilie, die ist ja ein bisschen bitter. Und das steht für die Bitterkeit der Sklaverei, dieser Zeit, dieses bittere Leben. Und dieses Salzwasser steht für die Tränen. Und Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, um alles Leiden von uns wegzunehmen. Und eines Tages wird er alle unsere Tränen abwaschen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus mit den Jüngern da saß und er wusste, dass jetzt eine Zeit kommt, die auch für die Jünger sehr schwer ist. Eine Zeit, die bitter ist und eine Zeit des Weinens, aber seid euch immer bewusst, ich werde alle deine Tränen abwischen. Und das sagt uns Jesus auch. In all unserem Leiden, Gott wird es wegnehmen. Danke, Jesus, wirst du eines Tages jede Träne von uns abwischen. Danach haben sie so ein Salatblatt oder ein grünes Kraut genommen und so ein Mus. Und das Mus war so, das stand für den Lehm, weil sie mussten ja als Sklaven bauen und ebenfalls auf den Feldern arbeiten. Und das steht so für deinen Alltag, dass Jesus in deinem Alltag ist. Und wir feiern, dass Jesus unsere Last, unsere Mühen, unser Abmühen, unseren Stress auch, den du vielleicht auch immer lebst, Jesus möchte da reinkommen. Denn er hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich will euch Frieden schenken. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus das mit seinen Jüngern gefeiert hat. Ihr feiert das Pessach, wisst ihr was? Auch wenn es mal mühsam wird oder stressig wird in eurem Leben, ihr dürft immer zu mir kommen. Ich schenke euch wieder Frieden. Als letztes haben sie so ein hart gekochtes Ei genommen. Das Ei stand für die Juden auch für den Tempel. Der Tempel, der zerstört wurde. Und das steht auch für die Gemeinschaft mit Gott. Die war doch immer so zerbrechlich. Mein Glaube in Gott hat so eine dünne Schale und so schnell kann da etwas zerbrechen in mir. Und Jesus hat gesagt, das habt ihr in eurer Geschichte vielleicht erlebt, dass der Tempel zerstört wurde. Doch ich komme nun und ich schaffe einen neuen Ort, einen neuen Tempel, nämlich in dir selber, wo du wieder Gemeinschaft mit mir haben kannst. Und ich stelle dich immer wieder her und diese Gemeinschaft mit mir wird nie vergehen. Und das ist ein wunderbares Symbol dafür. Wir werden immer Gemeinschaft mit Jesus haben können. Lass uns nun noch mal Fels der Zeiten singen und dann zum Abschluss lesen wir gemeinsam
den Psalm 117. Das ist auch ein Psalm, den man in dieser Liturgie des Pessach gelesen hat zum Schluss. Danke, Jesus, dass du so real bist und so vielfältig in unser Leben wirkst, weil du dich entschieden hast, uns so zu lieben, dass du sogar dein Leben bereit bist aufzugeben. Wir lieben dich, Jesus. Amen. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Und ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Ich sing so laut ich kann, und wenn nicht, ich werde dann. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, gebe ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Ich sing so laut ich kann, und wenn nicht, ich werde dann. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Mit allem, was ich bin, gebe ich mich dir ganz hin. Niemand ist wie Jesus, keiner so wie Jesus. Jesus, du bleibst für alle Zeit. Ewig wirst du mein König sein. Ich beuge mich vor dir allein. Du sollst mein Ein und alles sein. Nur du allein. Lobt den Herrn, all ihr Völker. Lobt ihn, alle Menschen auf Erden. Denn seine Gnade ist groß und seine Treue besteht für alle Zeit. Halleluja. Ich finde es wunderschön, wie Jesus mit diesem Pessach die Jünger schon mitnimmt in das, was auf diesem Passionsweg geschieht und ihnen von Anfang an auch das Bild malt. Es kommt etwas Wunderbares. Es wird schwierig, aber was dabei rauskommt, verändert die ganze Menschheitsgeschichte. Wir haben noch 5 Stationen jetzt, 5 Clips, die du hier auch anschauen kannst. Um 21 Uhr geht es weiter und ich freue mich auf diese 5 Dates mit Jesus, die ich noch haben werde. 1 heute und noch 4 morgen. Ich lade dich auch ein, aus Dankbarkeit mit auch deinen Finanzen ein Teil von ICF und der Geschichte, die wir hier schreiben, zu sein. Du siehst den QR-Code oder geh auf icf.ch/give und ich möchte dir Danke sagen für deine Unterstützung von uns als Kirche. Wir sind dadurch möglich, oder uns ist es möglich, dass wir diese wunderbare Botschaft von Jesus eben in diese Welt hinaustragen können. Gerade auch heute am Karfreitag, am Gründonnerstag und morgen am Karfreitag direkt in die Wohnzimmer der Menschen. Und ich bete dich, Jesus, dass genau all diese Investitionen Menschenherzen verändern. Amen. Bis später.